willkommen miteinander zu einer neuen Folge FIFA Karrieremodus und das mit dem FC Basel. Und heute ist es soweit, wir schauen uns ein bisschen Transferreisen an. Wir haben hier einen ganzen Monat spielen wir heute, so gesagt spielen, und dann spielen wir heute noch gegen St. Gallen, Vaduz und GC, wobei wir das GC-Spiel spielen und die anderen zwei simulieren. Das lassen wir nicht lange, wir wissen ja, wir verkaufen wollen. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann schaut sie an, schauen wir es ein bisschen genauer an, wer wir verkaufen, wer nicht. Da schauen wir ein bisschen genauer heute rein, ob wir vielleicht die jungen Spieler haben, die ein bisschen interessant werden, wie zum Beispiel der Sampaio ACV hier interessant wäre. Pereira Dessa nicht. Ja, weiter Michael Frey natürlich da. Mulumba, recht stark ist, 6 Monate. Gut, wir brauchen einen Spieler, der jetzt möglich wäre, zum Beispiel Braithwaite, auch ein möglicher Spieler. Viel zu viele Spieler. Nein. Hey. Ja, das ist interessant ausgegeben, aber ich lasse jetzt mal lieber. Bin ich jetzt schnell, ich merke es gerade. So, Maxim wäre natürlich auch interessant auf der Leihliste, aber ja. Ich bin Oh. Ja, jetzt bin ich drüber, aber egal. Das sind ja die anderen Spieler noch. Und Transferangebot für Donnarumma. Für ein Spiel, das wir nicht verkaufen wollen. Da biete ich mal 30 Millionen. Für 30 Millionen könnt ihr den haben. Wird wahrscheinlich noch 80 erreichen, hoffentlich. So. Dann gehen wir weiter. Wird es wieder ein bisschen länger, also nicht eine längere Folge, aber ein bisschen langweilig gefallen. Wir halt das Zeug, wo außen, also das Zeug halt noch anschauen. Jugendbericht, oh, der sieht interessant, das behalten wir mal einen Monat. Und dann wieder für Donnarumma. Nein, 30 Millionen. Derby County. So, 30 Millionen. 30 Millionen wollen wir. Richtig geldgierig da. Jetzt gehen wir weiter. Es ist halt ein bisschen lang, schade, dass wir da nicht, ja, nicht so viel werden. Und Brasilien hat das Angebot halt zurückgezogen. Das interessiert mich auch nicht, weil wir haben ja gesagt, dass wir da nicht das Zeug wollen. Also Schalke will nicht. Derby County auch nicht, Wolfsburg auch nicht. Und wir haben nochmal das Angebot für den Roma und sagen wieder, nein, wir haben 30 Millionen. Da ist bei größeren YouTuber geklappt, das geht er wirklich noch weg für 30 Millionen. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber auch nicht. So. Jetzt können wir auch trainieren. Wir können eigentlich Training eigentlich mal spielen. Das wäre sicher mal lustig. Also, Sedianko würde gerne einen besseren Ding bekommen. Und Bua würde. Gut, Sedianko spielt nicht so viel eigentlich. Bekommt nur 10.000. Ich will 40. Das lenkt gerade noch so, hä? So, Rotationsspieler. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Training einfach. Und schauen mal. Das heißt, wir spielen mit dem Ember natürlich. Jetzt schauen wir, dass wir die Härte sicher hier ein bisschen spielen. Also Baumann sicher nochmal, ja, durchsetzen. Dann ein Marki. Sicher mal der, obwohl es geht auch noch immer Gold am besten, gell? Einfach wenn ihr das auch wisst. Ich würde immer das braucht er auch noch. Das ist ihm jetzt defensiv. Und dann Donnarumma sicher mal da. Wenn er mal auf 80 kommt. So. So, dann spielen wir mal Trainings.
Mal schauen, das wird sicher auch noch lustig. Also der Chancenarbeit, wir müssen einfach versuchen Gold zu schiessen. Das ist ganz einfach, ganz klar. Ich glaube, wir müssen mal nur Embolo, weil sonst geht das auch noch zu lang. So, Sender 2 gegen 2. Und das, okay, das ist jetzt ein gutes Beispiel gewesen. Da ist eigentlich nur, sollte man einfach nur versuchen, den Ball irgendwie ins Goal jetzt zu bekommen. Ah, aber es ist die eigenen Leute halt immer schwierig. Gut, jetzt habe ich nicht gewusst, dass der Oxford dort ist. Aber jetzt 3 gegen 1 müsste eigentlich gehen. Ja. Und desto mehr man macht eigentlich, desto mehr Punkte bekommt man. Okay, das habe ich nicht gewusst, dass er rauskommt. Ah, das ist doch kein Offside. Der andere Spiel ist doch auch dort gewesen. Sporar, gut, gegen Donnarumma wird es natürlich auch schwierig sein. Janko. Einfach mal drauf bölzen, nice. Da 100 raus, so wie ich kenne, ja. Da einfach löpfen. Gut, fast 3000 Punkte, das geht jetzt gerade. Oh, Oxford vernascht, Ball Uhr und Janko! Tschüss, das wäre eine Kiste gewesen. Ja, jetzt braucht es halt noch richtig langsam. Jetzt kannst du einmal ziehen, Sporer. Ah, verbremmt der Ball, also das ist schon eine Katastrophe so. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen nochmal. Sporer. Oh, wenn ich schon nochmal eine Kiste machen kann, man nach 40 Sekunden. Nein, wieso? Mann. Da vorbei und Janko. Oh, da rum. Wieder lang gezogen. Uff. Nein, ja super, das braucht wieder 5 Sekunden. Das ist blöd, man sieht halt nicht in der Mitte, ob einer dort ist. Ja nein, gut, er wäre nicht dort gewesen. Gut zu wissen. Ah. Nein, ja was soll ich denn mal reagieren, Mann? Ja gut. Machen wir nochmal. Ich gebe da nicht auf. Gut, nochmal Versuch. Ah, das ist doch auch nicht unglaublich. Uff, genau, so will ich es sehen. Danke, Janko Laufbrat. Okay, das ist ja gut. So, nochmal führen. Dort nochmal Pass in die Mitte. Und perfekt gemacht. Ah, nochmal abgefälscht gewesen. Hier der Sporen mal laufen unten. Ja, lag der Ball nicht doch so weit. Schuss. Ah, ja, das hat noch. Da habe ich noch. Ah, Suche. Das sehe ich. Gut. Uff, das ist schon knapp gewesen, du. Ah, was machst du, Janko, Mann? Ah, gut, das ist jetzt scheiße bei mir gewesen. Ja, nice. 3000 Punkte. Da geht's halt auf Zeit. Ah, was soll der Scheiß? Uff. Oh shit, der ist jetzt geil gewesen. Der ist schon. Okay, ich bin ja ruhig. Was ist. Ich drücke X und es kommt so ein scheiß Pass raus. Der ist ja richtig nice, der andere. Nein, der Nummer ist einfach zu stark. Jawohl. Komm on, noch 30 Sekunden. Was? Ja, als ob du gegen den Janko, der fast 2 Meter groß ist, ein Ding verliert gegen. Okay. Also Janko ist eine Katastrophe. Ah. Das ist auch, da ist wirklich. Janko! Ja. B, okay, B ist gut. Ergebnis ansehen, B ist gut. Aber nicht zu riskieren. Zuerst machen wir. So, wow, nice Training, muss er dann nochmal halt nur D, aber nice. Wow, Stellungsspiel bei Mario richtig am Ausrasten. So, ein bisschen Ablenkung muss ja auch sein.
Brelo Embolo. Nö. 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 50 Millionen. Ah, 60. Ah, obwohl das ist kein Spieler, den man verkaufen würde. Ja. Das sagt ja nicht einstellen, das ist klar. Schauen wir uns mal England an. Da sehen wir auch Wobi, Eli, Lori, El Nini, eventuell El Nini würde ich mir noch zurückholen. Dann halt der Traoré, der Gschera, Rashford, IB und der Lecco. Wäre interessant. Mal schauen, Dortmund hat auch wieder 6 Millionen geboten für den Donnarumma. Da sind wir nicht. Weißt du was? Nö, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir definitiv nicht an. Aber niemand will halt an meine anderen Spiele, das ist auch unfair. So, Frankreich, schauen wir mal, was es gegeben hat. 6 Tage noch. Und die nicht beobachtet werden, sind auch nicht so interessant aus. Dann verlieren wir es halt. Ja, wenn du jetzt. Also ich kann Rotationsspieler dem geben und der ist nicht zufrieden. Also teilweise wirklich weiss ich auch nicht. Die Anker Blanches halt. Du hast es so. Nö. Und nö. Also ich will doch nicht trennen, dass jemand nimmt mich doch einfach in Ruhe. Da, komm. Der C, ja besser, noch nicht so gut wie vorne, aber auch akzeptabel, würde ich mal sagen. He? Sokrates wechselt nach Juve. Ganz viele Dinge schauen wir noch gut an. Dann haben wir ein Janko-Angebot bekommen, natürlich, der geht natürlich, für 6 Millionen. Obwohl, nein, 10. Nein, übertrieben wir es auch nicht, oder? 90. Nein, jetzt schauen wir mal. Für 7 können wir haben. Jetzt sind ja schon eigentlich unser zweiter. Barcelona hat für Andres Pereira geboten. Nö, scheißegal. Sonst haben wir ja da noch Leute, die spannend wären halt zum Holen. Ja, England wird uns nicht als trennen, dann schauen wir jetzt nochmal da, aber es ist immer noch das gleiche. So. Dann nehmen wir es halt. So. Sonst könnte man echt noch schauen. Velati. Oh, Velati könnte gehen, dann nehmen wir sogar an. Dann haben wir ein bisschen Transfergeld wieder, nach ein Spielraum. Sonst können wir mal schauen, was wir so da Training machen. Können wir mal schauen, wo bei uns Defizit sind, wo könnten wir unsere Mannschaft nochmal verstärken. Also beim Jonathan da habe ich mal angefühlt, das wäre halt so eine dritte Achse, wo wir halt auch wieder Leute haben, die interessant wären und El Neni halt, wo zum Zug halt wow. Jonathan da ist halt wirklich zu teuer und El Neni, ja, 4 Millionen würde noch gehen, aber der will den 100.000 Stutz halt verloren. Türkauf, auch weg. Dann haben wir sich mal 2 Goalies weg. Und ja, 5,4, nein. Bitte, was haben wir vor an? Bitte 8,4. So, und der Velati ist raus. Gegangen. Und der Türkauf ist auch weg. Wir haben 5,4, wenn ich es aber 6,7. So, schauen wir mal, ich gehe jetzt mal durch den Kader und schauen mal, wer noch vielleicht interessant für uns wäre. So, jetzt haben wir schon ein paar interessante angeschaut, wie beispielsweise Paras Fossio, wie beispielsweise Konate, die interessant wären. Im Zustand zum Janko, aber jetzt mal schauen. So. Er ist ihnen nicht so viel wert. Jetzt mal schauen, ich habe ja Transfer. Oh, wir sind schon fertig bald, du. Man muss Duffy wechseln zu
Zu, jetzt habe ich schon mal gelesen. Zu Newcastle, genau. Jetzt schauen wir schon. Vielleicht holen wir uns einen überraschenden Spieler, aber der muss gut sein, den brauchen wir auch so einen. War er auch nicht? Jedli wäre brutal, Dele Alli. Mal kaufen. Oder leihen. Das habe ich jetzt überlegt. Leihen. Das für ein Jahr. Ausleihen für ein Jahr. Ja, aber wir oh Gott, wir haben zu wenig Lohn. Nein! Wheelchair. Ausleihen können wir natürlich immer noch. Ja. So schlimm, jetzt bekaufen wir halt niemandem, aber wiederum können wir schauen, da das Geldaufträge. Oh nein, globales Netzwerk ist es. Da, die 4 haben wir da angeschaut, also Konate, Golasso, Suleimani, Bia und da halt auch andere, aber was ist da? Die haben noch alle einen Tag, oder? Da warten wir halt einen Tag. So. Ja, jetzt schauen wir es mal an. Also Konate 75. Jetzt machen wir noch etwas. Da könnten wir... Nein, jetzt wir wirklich auf die Sätze wollen wir noch fertig machen. Jetzt können wir ja da... den Janko anbieten. So, in Tausch zum Konate. Wäre so etwa fair, oder? Dann Golasso 73 lämmer. Bia 76 wäre halt schon interessant. Soll man aber auch nicht genug Guri haben. Da zu viel. Und Guri ist mit schwach. Dann wird zu kalt. Zu kalt. Schwach. Schwach. Zu kalt. Zu kalt. Schwach. Wahrscheinlich kann ich mir einfach nicht mehr leisten, das ist ja lustig. Marone könnte ich mir, aber das ist auch wieder zu schwach. Wenn der wäre halt brutal auf der Seite, aber das ist halt zu schwach. Insigne würde ich so gerne holen. Kann aber nicht holen. Säule auch und Berat, ja. Ja, das Einzige, was aber klappen wird, wäre Konaté, und sonst bleiben wir wirklich auf dem Trockenen das Jahr. Und das ist eigentlich nicht gut. Inakzeptabel. Aha. Sie wollen aber 8 Millionen dazu. Nein, sicher nicht. Wir bieten ihnen 6 Millionen. Mit 6 Millionen mit dem Janko ist sehr gut. Ja, und jetzt geht wahrscheinlich der FC Genua. Mal schauen. Oh, akzeptiert, akzeptiert. Jetzt müssen wir nur noch schauen. Da, das wäre natürlich nice. Da haben wir Doppelspitze mit dem Embolo zusammen. Oh, richtig, jetzt auch wieder mal. So, mal schauen. Und sonst schauen wir halt lieber über Leihspieler. Also müsste jetzt Entscheidung kommen. Muss er natürlich akzeptieren. Das heißt, wir bekommen den SIA-Stürmer und sie bekommen. Ah, ich habe Marc Janko verkauft. Ups. So geil! So geil! Nein! Das ist jetzt auch nicht euer Ernst! Das ist jetzt nicht euer Ernst! Nein! Nein! Und dafür schafft jetzt der andere mal. Ja, der Hammer! Und bei Vertragsende geht er, das heißt, er ist 3 Jahre bei uns, nachher geht er zu Genoa, ist mir noch scheißegal. Aber nein! 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 Ich bin natürlich zweimal bei ihnen gegangen, aber egal. Nein, aber das finde ich jetzt so lustig. Das ist jetzt euch Ernst. Oh Gott. Ja, das ist der Hammer. Das ist doch der Hammer. Lewandowski wechselt für 75 Millionen zu Menu. Hey, nein, bitte schreibe mal und Dortmund verpflichtet Costa. Costa.
Nein, bestimmt mir bei den Kommentaren, ob mit euch da schon mal etwas passiert ist. Ich kann nicht aufs Bild schauen, ich kann Janko gut draufdrücken, fertig. God damn it. Egal. Ich schaffe es mit dem Janko nicht mehr. Jetzt bin ich doch noch ein Verteidiger gut geworden. Ich weiß, sonst ein bisschen knapp geworden, aber egal. Hei, hei, hei. Sar auf 71 und dann nur bald auf 78, das ist gut. Also Embolo, weil ich 85 habe, wenn die Saison fertig ist. Mal schauen. Und jetzt gehen wir ins Spiel gegen St. Gallen. Oh, Monatsbericht Jugendmannschaft. Unser kleiner Mann, Gianfilippo Marchi. Mann, ich will ihn doch ne. Mann. So, das interessiert das einem auch nicht. So. Nochmal die Post. Interessant, Scouting-Update. Nö. 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 Dann, wer will spielen wieder mal? Wer hat da? Kuzmanovic will spielen und der Boetius will mehr Geld. Beides nein. So, jetzt gehen wir schon da schauen. Da würde ich jetzt gerne mal Doppelspitze spielen. Und zwar so genau. Spielt der genau mit dem Colante zusammen. Spielt dann Roma mit Suchi. Suchi. Da. Nussi mal auf der Bank. Kuzmanovic wird gerne spielen. Jetzt ist Steffen Tielemans. Ist etwa, ja, so. Ich denke, so spielen wir mal. He? Mit Zweiersturm. Musa Konate und eben der Breel Embolo. So, mal schauen, ob sie es schaffen. Schaga spielt ja auf rechts. Und man eigentlich auch anstatt Kuzmanovic können spielen. Also sie spielen mit Karadenis vor lang Gaudino, der Ausgelehnte vom Bayern München. Und Boetius macht das 1:0. Das ist ja schnell gegangen. Karadenis macht aber das 1:1. Come on, guys. Kommt Jungs. Sie sind besser, klar besser. Oxford kommt hier für Kuzmanovic. Was für ein logischer. Ein Verteidiger für einen Zentraldefensive. Mittelfeldspieler. Ja, 1:1 geht's aus. Wir haben wieder 6 Punkte Vorsprung. Also jetzt sind es noch 4. Nice. Jo. Einmal mit F. Sar vor 72, dann nochmal immer noch dem. Naja. Gehen wir weiter. Nö, ich will. Nein. Ja. Ich will es aber probieren, so im gleichen Trieb mal. Mal schauen, ob das vielleicht etwas bringt. Vielleicht eben so ein Eingewöhnungsspiel mit Sutter und Caballero und Messo. Kuzmanovic macht das 1:0 in ersten Moment gut, Zwerg Embolo holt geil. Jo, nicht so gut, hoffentlich habe ich keine rote. Luzern führt 1, Suchi verletzt sich. Oh shit, bitte nicht zu viel. Kaufmann für Borgmann. Also jetzt müssen wir 2 noch schiessen, Jungs. Oxford kommt für Suchi hier. Hunziker für Embolo. Tielemans macht das 2:0 und wir gönnen 2:0. Gut, jetzt schauen wir, was Sio gemacht hat. Sio hat verloren. In dem Fall. Nein, unentschieden gemacht gegen GC. Das ist auch gut. Kuzmanovic geht richtig ab, sie dich in regelmäßig noch spielen. Donnarumma macht 78, nice. Embolo fast 90 Stellung gespielt, das ist super. So, jetzt gehen wir schauen, wie lange er verletzt ist. 3 Tage ausfallen. Und Embolo ist gesperrt, trotz 2 geile Karten gehabt. Und jetzt spielen wir dann gegen GC. Ja, das langt nicht zum Trainieren. Und nachher, genau wie gesagt, schon in der nächsten Folge spielen wir dann gegen Valencia. Wir sehen uns also im Spiel gegen GC. So, und herzlich willkommen im Schnee. Ja, wenn ich uns einmal im Saison können wir noch im Schnee spielen, oder? Würde ich sagen, herzlich willkommen zu dem Spiel Basel
gegen GC. Mein Name ist Alessio und willkommen auf dem Kanal Italiano. Willkommen zum Schneespiel Basel, der erste gegen den dritten von GC. Zürich 9 Punkte Rückstand haben GC auf der FC Basel und können eigentlich heute mit einem Sieg nochmal ganz knapp an den FCB herangehen. Sie haben Basel, die haben 22 Punkte und auswärts hat GC 21 Punkte, also fast gleich auf. Das heißt, es wird ein spannendes Spiel und er wird heute ein paar Goal hoffentlich vermeiden. Auf der anderen Seite Kelsen, wo halt viele Initiativen will zeigen vom Gefühl, und das ist die Aufstellung von der Basel. Mit Donnarumma, Xhaka, Suchi, nach der Verletzung zurück Balantas, Traoré, Kuzmanovic und Steffen Böitz auf der Seite, dann als Zehner Tielemans und vorher kein Embolo, sondern wieder gesperrt ist, sondern Moussa Konaté und natürlich der Andres Spora. Da auf der Aufstellung von der GC mit Vasic, Lütti, Senderos, Gülen und Antonov hinter der Vierkette. Dann Basic, Kelsom, Rivera, Andersen in der zweiten Vierkette und dann Brahimi und Mora. Die zwei Spitzen, ein bisschen vordere und die hängende Spitze vorne innen. So, ein Ball extra egal, damit man was sieht. Aber das ist auch jetzt für mich zum Game ein bisschen komisch, vor allem jetzt halt von der Platzverhältnis her. Oh, oh. Oh, Fehler. Jetzt. Juri, Ziele. Und dann zieht der Juri Tielemans einfach mal ab und zeigt Nummern. Senderos kann den Ball noch gar nicht haben. Ist eigentlich voll dazwischen und Tielemans packt einfach so 20 Meter den Hammer raus. Für Vasic keine Chance. Ball nochmal abgelenkt, das ist auch wieder ein Faktor. Abgelenkt von einem GC-Verteidiger. Basel führt, aber verdient nach einer halben Stunde mit 1:0. Jetzt wird der Radikal vom Andersen geholt. Und auf der anderen Seite Alden Traoré Radikal ab. Das ist ein Lachenfall für seinen Kollegen Boetius. Und wahrscheinlich wird er für das auch gelb bekommen. Also Traoré hat so eine geile Karte nach 40 Minuten nach einem Foul. Eigentlich ja, ist berechtigt, könnte man sagen wir es mal so, wenn man das Fall von vorher anschaut, gleichwertig. Ihr müsst aber auf der anderen Seite auch Geld bekommen. Druck gemacht von Kuzmanovic an Gülen. Das zu Recht Spora. Spora 2:0. FCB. Basel mit der Führung noch vor der Halbzeit und das wilde Gülen. Da auf der Gülen Druck gemacht wird von Kuzmanovic, der den Ball verliert. Kuzmanovic mit dem Auge zum Spora und der nützt seine Chance heute auf der Startelf im Gegensatz zu Embolo mit 1 Goal. Vielleicht noch weiter in der zweiten Halbzeit, das sehen wir jetzt noch in der zweiten Halbzeit. Aber wenn der pfeift der Schiri ab, jetzt pfeift der Schiri ab, das heisst wir gehen mit 2:0 in die Halbzeit. So, zweite. Nein, zweite. So. Zweite Halbzeit, erster Wechsel. Roman Baumann kommt hier für den Jean-Paul Boetius, der angeschlagen war nach dem einen Foul vom Andersen, der nicht geantwortet ist. Basler Spora und es geht so weiter. GC bekommt da gar keine Ruhephase. Spora, Vasic, Tielemans wieder. Konaté. Steffen. Konaté übergeleitet auf den Spora. Andres Spora aus dem Winkel versucht es trotzdem mal. So, für Steffen wird es wahrscheinlich die letzte Chance gewesen sein. Wird jetzt wahrscheinlich ausgewechselt, genau. Aber erst für GC Kevin Medel kommt das Spiel für Mergim Brahimi. Und beim FCB kommen zwei neue, und zwar der Elio Nussi und der Nicolas Hunziker für den Steffen und eben den Sporar.
wenn es jetzt angezeigt müsste werden, jetzt kommt's. Jetzt haben wir nochmal 4 Schüsse insgesamt vom Sporer. Einer davon ist hier gegangen. Und da sehen wir es nochmal in der Übersicht. Sporer bei Steffen kommen raus für Hunziker und der Junussi. Mal schauen, ob vielleicht der Hunziker heute auch ein Goal schiessen könnte. Vielleicht schafft er es, was seine Teamkameraden nicht geschafft haben. Das was 3-0 schiessen und da nochmal alles der Sache besser gesagt zuzumachen. Gut Körper ist jetzt vom Moussa Konaté und der Ball jetzt schnell geleitet. Unsicher. Muss sich dort durchsetzen. Leute, leiten und es geht nichts. Noch nicht mal Geld oder rot. Es müsste wenigstens Geld geben. Und Penalty für den FCB. Eigentlich. Jetzt Moussa Konaté. Konaté macht es 3-0. Und sein erstes Goal als FCB-Spieler. 3-0 und das in der 90. Minute. Basel-Trainer Alessio hat ihn extra für das drinnen gelassen. Hat ihn noch nicht rausgenommen. Und da 90 Minuten. Fast gerade das Herz. Da schön Ballgleit vom Tielemans. Und Ball schön mit dem Schlanzer. Hier gehauen. Cap. Chance für Vasic. Und endlich das dritte Goal für den FCB. Basel führt also verdient mit 3-0 und gewinnt auch verdient mit 3-0. Und mit der Tabellenansicht verlieren wir die Erfolg. 21 Spiele sind gespielt, 12 Siege, 7 Unentschieden und 2 Niederlagen für den FC Basel. 43 Punkte und 6 Punkte Vorsprung vor der Sittener. Dann wieder schon 12 Punkte Vorsprung vor der GC. Vor geht's und hinten wird's eng. Also wenn man denkt, St. Gallen kann mit 3 Siegen schon Vierter sein. Und mit 3 Niederlagen können Lugano schon wieder Letzter sein. Also das ist ganz knapp, was sie dort machen. Nach 21 Spieltagen. Wir sehen das also in der nächsten Folge. Nächste Folge könnt ihr euch erwarten. Valencia, Lugano. Dann das Cup-Spiel gegen St. Gallen, Zürich und Luzern. Das wäre die Folge und dann geht es dann übernächst weiter mit Valencia und Thun und dann geht es langsam richtig Schluss. Und dann FIFA 17, schreibt in die Kommentare, was ihr gesehen habt. Bald wird es einen Umfrage-Link geben. Da könnt ihr als Abonnenten bestimmen, was wir da spielen. Ihr seht hier nochmal schon bald Videos mit 3 Wochen ausfallen. Mal schauen, ob wir für ihn einen Satz haben. Aber wichtig für euch, es wird ab FIFA 17 jeden Montag der Journey kommen. Und jeden Montag auch noch eine Karriere. Da schauen wir, ob wir vielleicht FCB festmachen. Oder da lieber ein anderes Team haben. Das dürft ihr heute entscheiden. Also nicht nur heute, es gibt bald eine Umfrage, wenn genau, weil es noch nicht so bald das Spiel haben. Heute sich für später dann anfangen. Freut euch drauf, wir sehen uns beim nächsten Mal mit FIFA Modus. Bis dann und ciao zusammen.